An die nächste Frage, die wir haben, als Frage Nummer 247 vom Herrn Gast-Giberien, der Familienminister, über die Entwicklung vom Kammergeld an einer Zulehre für die Familien. Herr Giberien, die Wort. Merci, Herr Präsident. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich so, dass der sich hier immer ersetzt für die Familie, und für allem Familie, wo man wieder gerne gleichsetzen, ob da eine Familie ist, die für die Kannererziehung von den älteren Teilen daheim bleibt, für die Familien eine Kannererziehung zu machen, oder ob die zwei älteren Teile schaffen gehen. Wir sind der Meinung, dass man muss flächendeckend Strukturen hinstellen, für dass die Eltern wirklich die Schwach kriegen, und dass alle Familien selber soll erkennen, dezidieren, ob sie selber Kannerbetreuung möchten oder ob sie die Kannerbetreuung an Strukturen ragen. Dann, ich werde nicht dem Herrn Giberien vielleicht noch dem Minister die Möglichkeit zu gehen, aber froh zu hören. An den Redner zu gesehen. Ja, weil das nicht mit. Dann hat den neuen Familienminister, Herr Marc Spautz, dann enge von seinen letzten Stellungnahmen als CSV-Fraktionspräsident am sozialen und am CSV-Profil, genau die Position, die da seit lange Jahren hört, nämlich, dass die sollt Familien Zulagen alle bündeln und sie dann in einer Form von enger Indemnität ausbezahlen, an die dann auch eventuelle Steuern erwerfen, hat den Herr Marc Spautz als Schluss von seiner Karriere als Fraktionspräsident an dem CSV-Profil ganz klar zum Ausdruck gebracht, was identisch ist mit dem, was da sind immer verlangt. Und noch den neuen CSV-Fraktionspräsident, der Kollege Gilles Roth, hat den 13. Mai an einem Lützburger Wortinterview genau dasselbe geschrieben. Ich zitiere und sogar halb. Meiner persönlichen Meinung nach wäre eine Besteuerung dieser Zulage der gerechte Weg, um deren Zuwachs in den Griff zu kommen. Es bliebe beim Grundprinzip, ein Kind ist ein Kind, die Ausgangsbasis wäre für alle Leistungsempfänger gleich, der soziale Ausgleich würde über die Besteuerung vorgenommen. Mittelfristig könnte die Lösung darin bestehen, alle Familienzulagen als Gesamtpaket zu bündeln und sie als fiktives Zusatzeinkommen eines Haushalts zu besteuern. Also 100%ig identisch, Forderung wie da sich schon sind der pure Wahlprogramme für schlecht. Dafür mein froh, Herr Präsident und den Herr Minister, wo Ihr Minister als Fraktionspräsident zum Schluss von seiner Karriere sich für stark gebeten, dann noch den neuen CSV-Fraktionspräsident sich stark möchte, als der Minister berät, falls die Wahlen nächstes Jahr dann mehr wären, für an dieser Legislaturperiode nach ein Projet de loi in der Chambre zu deponieren, dem entspricht, was hier an den neuen Fraktionspräsident von der CSV draußen plädiert. Merci dem Herrn Giberien. Antwort geht den Herr Familienminister Marc Spautz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was Herr Giberien gefragt hat, aber was ich zugestaltet hat, das ist ein bisschen besonders, dass mir das aber kein Problem ist. Weil heute Morgen an der Vorstellung dran, ob ich mich ausdrücken, was rein Zulagen, wie die Entwicklungen wir von den Zulagen bei der Kammer von den letzten Jahren, dafür hatte ich mal morgen. Habe ich mir das mehr gemacht. Für alle Guten, die Chiffre not zu gucken. Politisch froh, wo der Minister kann direkt antworten. Also erstens, Herr Giberien, kann schon auf die anderen Frau antworten, weil das sind all die Sachen, die da kontrollieren am Rapport von der Kannergeldskäse vom Jahr 2012 mit der Entwicklung von den Kammerzulagen und auch so. Und ich so eine Schnarrenkeier. Das werde ich gesagt als Fraktionspräsident, werde ich gesagt beim Budget vom letzten Jahr, werde ich gesagt beim Debat de la Nation. Das ist auch halt noch immer richtig. Mir ist das genauso richtig mit dem Koalitionsprogramm. Und an dem Koalitionsprogramm steht da besonders das dran. An dem Koalitionsprogramm primär an dieser Legislaturperiode geteilt umgesetzt, was am Koalitionsprogramm steht, dass die zwei Parteien zusammen aufgemacht haben, wenn wir an Wahlen gehen, da wird alle Parteien, so gut wie auch Eis, aber wie auch andere,
sich exprimieren an ihrem Wahlprogramm, was sie werden zu den Familienzulehrer so, an diejenigen, die Dono die Regierung bilden, die werden dann noch das an das Koalitionsprogramm draufschreiben, was sie werden machen. Das als ganz klare Antwort auf die Frage, die da gestaltet. Ich fühle mich dem Koalitionsprogramm verpflichtet, aber man bei der Wahl macht oder nur der Wahl macht, das dezidiert der Wähler, und just der Wähler ganz allein. Vielen Dank. Ah, doch. Oh. Merci dem Herr Familienminister. Wir kommen zu der letzten Frage von heute Mittag, nämlich der Frage Nummer 2.